Ja, die Geistesschulung ist nichts für Kinder. Also Kinder dürfen erstmal Kinder sein, das ist wichtig. Die müssen ganz normal aufwachsen. Die müssen auch ein Ich, so auch im egomanen Sinne natürlich, ja, müssen sie entwickeln. Das geht nicht anders. Die müssen da richtig reintauchen in diese Welt, ja, in die Abläufe der Welt. Kindergarten, Schule, was auch immer. Ja. Jedes Klassenzimmer ist nutzbar. Und ein Kind mit dem Kurs zu konfrontieren, wäre nicht sinnvoll. Es soll ja erstmal die Welt ergreifen, ja? Kennenlernen und ergreifen, erfahren. Und vorzeitig von einem Kind zu verlangen, du sollst die Welt jetzt loslassen, das ist alles nur Illusion. Ja? Dann kommt so ein Kind mit 6, 7 Jahren schon in die Kursdepression, das wäre ja furchtbar. Das darf man nicht machen. Nicht? Also die Geistesschulung ist sinnvoll für die Eltern. Die sollten das machen, das Kind nicht. Das Kind so Kind sein lassen, ganz normal aufwachsen lassen. Und die Eltern, ja, die den Kurs machen jetzt, können anders mit dem Kind umgehen, nicht? Können mehr Vertrauen haben in das Kind und seine Prozesse. Je zentrierter Eltern sind, umso schöner für das Kind. Dass das Kind eher zu sich finden kann. Aber das ist ein indirektes Lehren. Ja? Es ist der Kurs in der Anwendung, aber nicht, dass er intellektuell jetzt gelehrt wird. Darum geht es gar nicht, das ist nicht der Punkt. Sondern dass das Kind die Erfahrung macht über die Eltern, wie Geistesschulung wirkt. Dass die nämlich mehr Frieden in sich haben. Dass die liebevoller mit sich selbst, mit dem Partner, mit dem Kind umgehen. Ja? Dass das Pädagogische einfach sinnvoll ist und stimmig ist und rund ist. Darum geht es ja. Aber ein Kind direkt zu konfrontieren mit Kursaussagen, würde ich nicht machen. Ja, wenn das Kind Fragen stellt, antwortet man gemäß dieser Fragen, die gestellt worden sind. Im kindlichen Sinne so, ja, in einer kindlichen Form bringt man das dann rüber. Aber nur nicht zu viel. Ja, nur nicht zu viel, zu früh. Das ist so eine ja, wie soll man sagen, Unsitte oder Tendenz in unserer Zeit, dass man Kinder zu früh schon überfordert und mit Inhalten füllen will, ja, und die sind hier kaum gestartet und sollen schon kleine Erwachsene sein. Nicht? Das ist alles Unsinn. Ein Kind darf Kind sein und muss sich erfahren, auch mit seinen egomanen Impulsen und so weiter. Natürlich sind Korrekturen und Grenzsetzungen wichtig. Das ist Teil des Spiels. Das läuft hier so, ja. Die normale, so im guten pädagogischen Sinne auch Erziehung, die Begleitung des Kindes. Aber nicht gleich intellektuell da überfrachten mit Kursinhalten. Mit 18 dann, wenn die dann 16, 17, 18 sind, frühestens. Und selbst dann noch mit Zurückhaltung. Ja? Zu jung ist nichts. Man muss die Welt ergreifen, man muss in der Welt erstmal richtig leben. Natürlich ist das Kurs Rüstzeug sehr wertvoll für das Gestalten von Beziehungen. Ja? In diesem Sinne schon. Da ist es dann spannend, wenn Partnerschaften eingegangen werden, dass dann die Jugendlichen nachher nicht auch Rüstzeug haben für das Gelingen von Beziehungen. Dass sie wissen, wann das Ego zuschlägt, was eine besondere Liebesbeziehung ist und wie die umgewandelt werden kann in eine heilsame, ja, geistige Beziehung und so weiter. Das ist natürlich sehr hilfreich. Aber bei Kindern selber überhaupt noch nicht. Es geht darum, dass die Eltern das leben und in dem guten Sinne vorleben. Nichts wirkt so sehr wie Vorbild. Das kann man wohl sagen. Ist auch nicht einfach, aber es ist sinnvoll. Der Ansatz ist gut. Vielen Dank.